Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Wie gut kennen Sie sich eigentlich mit Tierspuren aus? Nicht immer sind die ja so offensichtlich leicht zu entdecken wie hier an dem Baum hinter mir, nicht weit weg vom Knittelsheimer Sportplatz, wo anscheinend gleich mehrere Spechte ihre Spuren hinterlassen haben. Meistens muss man die Augen schon ein wenig offen halten und danach suchen. Und ein gutes Stück Übung gehört auch dazu. Für einen Einstieg hilft es oft mal, eine Tour mit einem ausgebildeten Naturführer mitzumachen. Danach geht man mit ganz anderen Augen durch den Wald. Aber ich möchte Sie noch zu einer anderen Art Spurensuche einladen. Eine, um die es auch in der folgenden Geschichte geht. Ein gläubiger alter Afrikaner wurde von seinem Nachbarn mal spöttisch gefragt: Woher willst du eigentlich wissen, dass es einen Gott gibt? Der alte Afrikaner antwortete: Woher weiß ich, ob ein Mensch oder ein Hund oder ein Esel nachts um meine Hütte gelaufen ist? An den Spuren im Sand sehe ich's. Und genauso ist es auch mit Gott. Er hat in meinem Leben seine Spuren hinterlassen. Daran erkenne ich, dass es ihn gibt. Ich glaube, mit Gottes Spuren in unserem Leben ist es ganz ähnlich wie beim Spurensuchen im Wald. Auch da muss man mit offenen Augen durchs Leben gehen und etwas Übung gehört auch dort dazu. Aber wer sich auf diese Art des Spurenlesens versteht, dessen Leben wird reicher, bekommt eine andere Tiefe und einen anderen Halt. Vielleicht haben Sie ja Lust, in den nächsten Tagen mal ein wenig Spurenlesen zu üben. Nehmen Sie sich zum Beispiel einfach mal Ihr Fotoalbum. Egal, ob Sie das analog haben oder digital, und blättern oder scrollen Sie darin und überlegen Sie dabei: Gibt es da die eine oder andere Situation in meinem Leben, wo ich sagen würde, ja, da hat Gott seine Spuren hinterlassen. Ich bin mir sicher, Sie werden die eine oder andere Fährte finden. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.